Schönen guten Tag und viel Spaß mit Scoppi on Air. Hallo zusammen, da ist wieder euer Scoppi mit einer neuen Solo-Folge und mit einer Spezialfolge, nämlich gerade aus Mykonos aufgenommen. Ich habe erst den Clip gesehen auf Insta mit dieser wunderbaren Aussicht. Und ja, mal etwas anderes. Mal ein bisschen einen außerordentlichen Podcast nicht drinnen im Raum, sondern draußen. Mal eine freie Wildnis, aber mit dem super Hintergrund habe ich gedacht, gut. Und darum habe ich es gemacht. Und ja, heute erzähle ich euch ein bisschen, wie das ist so. Jetzt bin ich 4 Tage in Mykonos. Habe schon immer mal wollen auf Mykonos. Das war ein grosser Traum. Sie haben immer alle gesagt, ja, ist teuer, kannst du nicht leisten. Jetzt haben wir einen billigen Flug gefunden und eine günstige Airbnb-Unterkunft, die mega schön ist, gesehen ja, mit dem wunderschönen Hintergrund. Und ja, jetzt sind wir 4 Tage da. Am ersten Tag sind wir den Leuchtturm anschauen von Mykonos, der Bekannte. Ja, dort war recht windig also es ist allgemein recht windig auf dieser Insel. Aber sonst ist easy eigentlich. Und am zweiten Tag sind wir dann in Alt-Mykonos gegangen. Nämlich wie Lizzi Little Venice, Little Venice, nämlich Alt-Mykonos. Und in Mykonos sagen die Leute, das sei wie Alt-Venedig. Das sagen die Leute. Das ist Alt-Venedig eigentlich. Und ja, ist auch mega schön. Und was halt in Little Venice cool ist, wenn du dort hockst, kannst du ins Bar hocken, das Wasser nebendran, wo schön am Mauern plätschert und so. Mit diesen Windmühlen im Hintergrund. Habt ihr sicher auch gesehen, auch Will von mir. Mega schöne Fotos kannst du dort machen. Und ich bin zwar noch nie in Venedig gewesen, aber so wenn ich es auf den Bildern gesehen habe, sieht es wirklich aus wie Venedig. Und ja, dort sind wir noch zu der Windmühle hoch und haben dort noch schöne Fotos gemacht. Und jetzt weiss ich auch wieder, dass die Windmühlen genau dort stehen, wo es stehen, nämlich, weil dort sehr viel Wind ist. Also wirklich windig. Dort hat es mich so rasch hier weggefunden und ich habe ein rechtes Körpergewicht, aber mich hat es auch fast weggewindet. Und ja, da können wir den Abend noch ausklingen lassen. Und am dritten Tag bin ich Jetski fahren. Mega schöne Bilder jetzt gegeben. Jetski, blaue, glasklares Wasser, schöner Hintergrund. Ein bisschen Speed gegeben, 180 bin ich gefahren. Schön ein bisschen, als Jetski-Fan ist das immer cool. Ich habe bis jetzt überall, wo ich war, bin ich Jetski gefahren. Ich finde das cool und ja. Und ja, sonst Mykonos an sich, sehr schöne Insel, finde ich. Halt dort, der Mykonos-Teil ist so weiß und blau. Also die Häuser sind viereckig, weiß. Es gibt so ganz verschiedene Häuser, so rund oder viereckig. Dann gibt es weisse Häuser oder Bachsteine. Also weisse Häuser siehst du fast immer, Bachsteine gibt es nur so, sagen wir mal, bei den Orten, wo die sind, die ein bisschen mehr Geld haben. Ja, und Mykonos ist halt mega schön mit diesen kleinen Gassen und so. Ich blende euch da mal ein Foto ein mit dem Reel, wie die Gasse aussieht. Und ja, ist mega schön, weil und Mykonos ist nicht gross zum Rundumfahren, es ist 40 Minuten, wenn überhaupt. Und ja, es ist halt so, es gibt so manche Sachen, wo du merkst, sind die mehr bessere, die ein reicheren Leute. Dann musst du auch zahlen, um in den Beachclub zu kommen oder für den Parkplatz. Also dort wird das Auto parkiert und all so Zeug. Also es ist auch recht eine teure Insel, aber eine mega schöne Insel. Und ich würde immer wieder gerne da kommen, aber es ist eben recht intensiv und teuer. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Ich habe mir in der Ferien auch mal, was soll ich sagen, kann man auch mal sich gönnen, oder? Und ja, sonst mega schöne Inseln, coole Sehenswürdigkeiten. Du kannst gut shoppen auf der Insel, ob teuer, billig, alles. Und sehr viele feine Restaurants haben wir bis jetzt gehabt. Und heute gehen wir zum Burger-Restaurant, wo es uns empfohlen haben, die da Airbnb vermietet hat, ist da empfohlen. Jetzt gehen wir da mal anschauen und ja, sonst so bin ich am Geniessen ein bisschen, Ferien. Die einzige Strandferien da ja für mich, aber darum bin ich es allmehr am Geniessen. Mal ein bisschen abschalten und mal ein bisschen andere Gedanken, neue Ideen.
Und ja, wenn ihr Lust habt, ich habe ein paar Videos auf Insta hochgeladen, könnt ihr gerne schauen unter Scoppi_on_r, wie der Podcast heisst, genauso heisst ich auf Insta und TikTok. LinkedIn habe ich jetzt auch, dort heisst ich Nico Scopelliti. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Spezialfolge aus Mykonos aufgenommen. Und ich wünsche euch ganz, 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 ganz eine schöne Restwoche und macht's gut, euer Scoppi.